Ich hoffe, ihr habt daran gedacht, in der Pause ein Glas Wasser zu trinken. Upam, da ste pomislili na to, da med pauzo spijete kozarec vode Und etwas frische Luft aufzutanken. in da vdahnete nekaj svežega zraka, Damit wir wieder aufnahmefähig sind. da bomo spet sposobni za sprejemanje. Unser Thema jetzt ist, warum Menschen zuerst zu Jesus führen. Naša tema je danes, zakaj ljudi najprej k Jezusu voditi. Wenn man sein Jackett oder die Bluse falsch einknöpft, Če začnemo recimo suknjič ali bluzo napačno zapenjati, dann muss man von vorne anfangen. potem moramo spet od začetka začeti. Was ist die richtige Reihenfolge? Kaj je pravilni vrstni red? Zuerst Jesus, Najprej Jezus, den Heiligen Geist, nato Sveti Duh, dann die Bibellehren, tedaj svetopisemski nauki, dann Taufe krst und dann Ausbildung. in nato izobrazba. Was ist das Höchste und Beste, was wir für einen Menschen tun können? Kaj je najvišje in najboljše, kar lahko naredimo za človeka? Das Beste, was wir für einen Menschen tun können, Najboljše, kar naredimo za človeka, je, ist es, ihn zu Jesus zu führen. da ga pripeljemo k Jezusu. Wenn wir diese innige persönliche Beziehung zu Jesus haben, Kadar mi imamo to notranji odnos z Jezusom, die unser Leben erfüllt und reich macht, ki naredi naše življenje polno in bogato, dann ist uns klar, tedaj nam je jasno, dass es für unsere Nächsten nichts Wichtigeres und nichts Besseres gibt, da als za našega Jesus zu bližnjega haben. ni nič pomembnejšega kot to, da spozna Jezusa. Ein Bibeltext sagt es glasklar. Eno svetopisemsko besedilo to jasno pove. Wer den Sohn Gottes hat, Kdor ima Sina Božjega, der hat das Leben. ima življenje. Wer den Sohn Gottes nicht hat, Tisti, ki nima Božjega Sina, der hat das Leben nicht. nima življenja. 1. Johannes 5, Vers 12. 1. Janezov list 1.5. An der, 5.12. an der echten Beziehung zu Jesus entscheidet sich jedes Leben. Po pravilnem odnosu z Jezusom se določa vsako življenje. Es ist eine unersetzliche Beziehung. Gre za nenadomesten odnos. Und diese Beziehung ist nicht mit Gold aufzuwiegen. In tega odnosa se ne da niti z zlatom pretehtati. Welche Voraussetzungen sind bei mir selbst notwendig, am anderen diesen Dienst tun zu können? Katere pogoje moram sam sprejeti, da bi na drugih opravil to službo? Ich möchte das nur ganz kurz behandeln. O tem bi čisto na kratko. Habe ich mein Leben grundsätzlich voll Jesus übergeben, Če sem svoje življenje v osnovi popolnoma izročil Jezusu, mit der Willigkeit, ihm in allem zu folgen, s pripravljenostjo, da mu vsem sledim, habe ich meinen Bund, meine Beziehung zu ihm durch tägliche Hingabe erneuert, če sem svojo zavezo z njim obnovil z dnevnim izročanjem, bin ich erfüllt vom Heiligen Geist, damit er mich leiten kann, če sem izpolnjen s Svetim Duhom, da me on vodi, bete ich täglich im Glauben um den Heiligen Geist, ali molim vsak dan z Duhom, denke ich daran, diesen Dienst Fürbitte voranzustellen, ali mislim na to, da priprošnje dam na prvo mesto, habe ich persönlichen Kontakt mit diesem Menschen gesucht, hat er mein Interesse an seinem Leben gemerkt, ali sem vzpostavil osebni stik s tem človekom
in ali je on videl moje zanimanje za njegovo življenje. Nur so viel heute dazu. Toliko o tem danes. Als erstes sollten wir jeden Tag beten. Kot prvo naj bi vsak dan molili: Vater im Himmel, mach mich für alles willig zu sein, was du willst. Nebeški Oče, naj bom pripravljen storiti vse, kar od mene zahtevaš. Und wecke in mir das Verlangen, In v meni prebudi željo, eine verlorene Welt für dich zu gewinnen. da pridobim izgubljeni svet zate. Das ist keine Belastung, wenn wir es unter folgendem Gesichtspunkt tun. Ne gre za obremenitev, če bomo to počeli pod sledečimi pogoji. Unser Leitgedanke sollte sein: Naša vodilna misel naj bi bila: Ich ergreife unter Gebet die Initiative, z molitvijo bom sprejel inicijativo, Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes zu bezeugen, da Jezusa z močjo Svetega Duha, da spričamo Jezusu z močjo Svetega Duha, und überlasse die Ergebnisse Gott. Rezultate pa bom prepustil Bogu. Jesus zu dienen ist keine Last, sondern ein Vorrecht. Služiti Jezusu ni breme, temveč prednost. Und es ist ein wunderbarer Dienst, Menschen zu Jesus zu In führen. to je čudovita služba voditi ljudi k Jezusu. Ich bin oft nach Hause gekommen, Pogosto sem prihajal domov, wenn ich jemand den Weg zu Jesus zeigen konnte und er ein Übergabegebet gesprochen habe. ko sem nekoga pripeljal k Jezusu in je on izmolil molitev izročitve, Ich habe gesagt: Ingrid, jetzt bin ich wieder voll ausgerüstet. sem rekel soprogi: Ingrid, sedaj sem sem popolnoma Voller Kraft, poln moči voller Freude. in veselja. Ein Prediger macht auch seine Erfahrungen. Pridigar prav tako ima svoje izkušnje. Der Ruf Gottes kam in mein Leben, als ich 36 war. Božji klic v mojem življenju je prišel, ko sem bil star 36 let. Ich war fast 38, als ich begonnen habe. Ko sem začel, sem bil skoraj že 38. Und in meinem ersten Jahr, V svojem prvem letu, die Gemeinde Regensburg hat einmalig mitgearbeitet. je cerkev v Regensburgu delovala super, enkratno. Anfang April sollte eine Großevangelisation sein mit einem Evangelisten der Generalkonferenz. V začetku aprila naj bi bila velika evangelizacija z evangelizatorjem iz generalne konference. Unsere Hauptvorbereitung war, Naša glavna priprava je bila Menschen für den Kurs Die Bibel spricht zu gewinnen. da bi pridobili ljudi za svetopisensko dopisno šolo. Svetopismo govori, tako se imenuje. Wir sind von Haus zu Haus gegangen, Šli smo od hiše do hiše haben eine religiöse Meinungsumfrage gemacht in smo napravili neko anketo z verskimi vprašanji, z področja vere. Am Ende der Umfrage haben wir den lieben Menschen angeboten, ob sie eine Bibel geschenkt haben wollen, eine katholische oder evangelische Na Übersetzung. koncu ankete smo jih vprašali, ali si želijo, da jim podarimo svetopismo, bodi si s katoliškim prevodom ali evangeličanskim. Wenn ja, Če ja, lassen wir die Bibel sofort da unter folgender Bedingung, tem jim bomo takoj pustili svetopismo z naslednjimi pogoji. dass sie 24 Bibellektionen studieren. Da preučijo 24 lekcij. Wir lassen ihnen die ersten beiden da. Pustili smo jim prve dve Wir kommen in 8 Tagen wieder, in prišli v 8 dneh nazaj. übernehmen die beiden ausgefüllten zur Korrektur Prevzeli izpolnjene pole za popravke und lassen ihnen die nächsten 2. in jim pustili naslednji dve. Wir haben 700 Menschen für diesen Kurs gewonnen. Pridobili smo 700 ljudi za ta tečaj. Wir haben schätzungsweise
10.000 Hausbesuche gemacht. Približno 10.000 hiš smo obiskali. Aus diesem Kreis der 700 Leute Iz tega kroga 700 ljudi wurde bei dieser folgenden je Großevangelisation bilo pri tej veliki evangelizaciji eine Frau getauft. krščena ena gospa. Und die hat nach einem Jahr die Gemeinde wieder verlassen. In ta je po enem letu zapustila cerkev. Wir haben uns gefragt, was haben wir falsch gemacht? Vprašali smo se, kaj smo naredili napak. Erstens haben wir festgestellt, Prvič smo ugotovili, wir haben Briefträgerarbeit gemacht. Wir haben uns zu wenig da persönlich smo mit den Leuten pravzaprav befasst. opravljali posel pismonoše. Premalo smo imeli osebnih stikov z ljudmi. Zweitens, Drugič, die Lektionen lekcije gingen sehr rasch in die Bibellehren. so zelo hitro prešle na biblijski nauk. Wir hätten den Menschen erst den Weg zu Jesus zeigen müssen. Najprej bi jim morali pokazati pot k Jezusu. Und viel später ging mir auf, Šele kasneje se mi je odprlo, wir waren nicht ausreichend vom Heiligen Geist erfüllt. da nismo bili zadosti napolnjeni Svetim Duhom. Bei der Großevangelisation wurden 32 Menschen getauft. Pri tej veliki evangelizaciji je bilo 32 ljudi krščenih. Gott hat große Gnade geschenkt. Bog nam je dal veliko milost, Aber diese Riesenvorbereitung tudi ta velikanska priprava war ein Verlust. je bila izguba. Eine Frau, 32. Nein. Insgesamt wurden aus der Großevangelisation 32 Leute getauft. Vse skupaj po celi evangelizaciji je bilo 32 krščenih. Aber darunter war aus dem Kreis der 700 Leute mit dem Bibelkurs Od teh, ki so sodelovali pri svetopisenskem tečaju, teh 700, pa je bila tista ena gospa. nur die eine Frau Tista ena, ja, und die ging nach einem Jahr wieder weg. ki je po enem letu odšla. Die nächste große Evangelisation war in Straubing. Prva velika evangelizacija je bila potem v Straubingu. Da haben wir den Menschen als erstes bei der Hausarbeit den Weg zu Jesus gezeigt. Tam smo jim najprej v hišah, ko smo hodili, pokazali pot do Jezusa. Unter Benutzung dieses kleinen Arbeitsmittels Ergreife das Leben. Z uporabo tega majhnega pripomočka, ki se imenuje Zgrabi življenje. Ich hatte das euch vor 1,5 Jahren näher erklärt. Pred letom in pol sem vam malo bolj to pokazal in pojasnil. Die Leute, die das gebetet haben, das ist eine Kurzfassung des Erlösungsplanes mit am Schluss ein Übergabegebet. Ljudje, ki so molili, tako ker tukaj so kratki povzetki molitev za izročanje, za izročitev. Die Leute dort in Straubing, mit denen wir beten konnten, Ljudje tam v Straubingu, s katerimi smo lahko molili, die haben uns gesagt, bitte besuchen Sie meine Mutter, meine so nam rekli, Schwester. prosimo, obiščite mojo mati, mojo sestro. Das ist die Adresse. Nehmen Dali Sie so das nam, mit mir evo auch naslov, durch. tukaj je, pojdite tja. Dann haben wir 5 Lektionen mit ihnen durchgenommen, Tedaj smo šli skozi 5 lekcij z njimi, die die Generalkonferenz herausgebracht hat, um junge Menschen zu Jesus zu führen. ki je generalna konferenca pripravila za vodenje mladih ljudi k Jezusu. Danach hatten wir wieder eine große Evangelisation. Po tistem smo spet imeli veliko evangelizacijo. Wir hatten 150 Leute für den Kurs gewonnen. Pridobili smo 150 ljudi za tečaj Von diesen 150 wurden 7 getauft. in od teh 150 jih je bilo 7 krščenih. Insgesamt wurden noch mehr getauft. Vse skupaj kasneje jih je bilo še več. Aber aus diesem Kreis 7. Iz tega kroga pa 7. Erheblich besser. Bistveno 700, bolje. 700 Od eine Frau, 701, 150 od 150 7. 7. Dann wurde ich nach München versetzt. Po tistem so me premestili v München. Da hat mir ein Bruder eine Broschürenreihe geschenkt, Tu mi je neki brat podaril en niz knjižic, brošur, die hieß
mitteilbare Konzepte. ki je imela naslov Koncepti, ki jih lahko podelimo. Von einem überkonfessionellen Missionswerk. To je bilo od enega nadkonfesionalnega, torej ni pripadalo nobeni skupnosti. Diese 9 Hefte waren ein Jüngerschaftskurs. Te knjižice so bile dane na enem kursu za učeništvo, tečaju za učeništvo. Diese Erfahrung ging wieder voraus einer großen Evangelisation. Ta izkušnja je predhodila eni veliki evangelizaciji. Und in diesem vorbereiteten Kurs In v tem pripravljenem tečaju sind von 7 Leuten 5 getauft worden. smo od 7 ljudi imeli 5 krščenih. Das hat mir gezeigt, wie entscheidend wertvoll es ist, Menschen erst zu Jesus zu führen, zum Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. To mi je pokazalo, koliko je odločilno, da ljudi najprej povežemo z Jezusom in pripeljemo k njemu. Wir wollen jetzt Da 10 bodo izpolnjeni svetim duhom. Gründe besprechen, Sedaj bi spregovorili o 10 razlogih, warum wir zuerst zu Jesus führen sollen. zakaj naj bi najprej vodili k Jezusu. Weil wir Menschen keinen unmöglichen Weg vorschlagen wollen. Zato, ker ne želimo ljudem predlagati nemogoče poti. In der Regel lebt ja diese Person, mit der wir sprechen, noch nicht im Heiligen Geist mit Jesus im Herzen. Večinoma ti ljudje nimajo nobenih izkušenj z Jezusom ali Svetim Duhom. Das bedeutet, es fehlt ihnen ja die Motivation und die Kraft, Jesus Kar zu folgen. pomeni, primanjkuje jim moč in motivacija, da sledijo Jezusu. Und die Bibel sagt das ganz klar in Römer 8, Vers 7. Svetopismo o tem jasno pove v Rimljanom 8:7, Der Mensch gehorcht nicht dem Gesetz Gottes. Ja, er kann es gar nicht. da človek ne uboga Božje postave pravzaprav niti ne zmore. 8:7, da slišimo. Kajti meseno mišljenje je sovraštvo do Boga, ker se ne podreja Božji postavi in se podrejati tudi ne more. Wenn wir also zu diesem Zeitpunkt die Bibellehren unterrichten, Ko v tem trenutku poučujemo svetopisemske nauke, dann unterrichten wir etwas, wozu der Betreffende weder Motivation noch Kraft hat. poučujemo pravzaprav nekaj, za kar nima ne motivacije, ne moči. Wir führen ihn dann zu einem fleischlichen Christsein, Vodimo ga pravzaprav k telesnemu krščanstvu. das heißt zu einem Christenleben aus eigener Kraft. Torej, krščanskemu življenju po lastni moči. Zweitens, Drugič, wir wollen Menschen zu Jesus führen, želimo voditi ljudi k Jezusu, weil jeder Mensch ohne Jesus verloren ist. ker je vsak človek brez Jezusa izgubljen. Wir haben den Text vorher schon gehört. Prej ste slišali besedilo, Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. kdor ima Sina Božjega, ima življenje. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Kdor nima Sina Božjega, nima življenja. 1. Johannes 5, Vers 12. 1. Janez 5:12. In Johannes 14, Vers 6 sagt V Jesus, Janezu 14:6 Jezus pravi, ich bin der Weg jaz sem pot, und die Wahrheit und das Leben. resnica in življenje. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Und Apostelgeschichte 4, Vers 12. Apostolska dela 4:12. Jesus und sonst keiner kann die Rettung bringen. Jezus in nihče drug ne more prinesti odrešitve. Wir wollen Menschen zu Jesus führen, Želimo ljudi voditi k Jezusu, weil sie durch ihn eine unersetzbare Erneuerung erleben können. kajti po njem lahko doživijo nenadomestljivo obnovo. Wenn sie ihr Herz Jesus anvertrauen, ihm glauben. Ko mu
predajo svoje srce in mu zaupajo. Das sagt 2. Korinther 5, Vers 17. Drugo pismo Korinčanom 5:17. Ist jemand in Christus, Če je kdo v Kristusu, so ist er eine neue Kreatur. je nova stvaritev. Johannes 10, Vers 10. Janez 10:10. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Prišel sem, da bi imeli življenje in da bi ga imeli obilo. Paulus betet, damit ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle. Pavel prosi, moli, da bi živeli življenje izpolnjeno v vsej polnosti. Epheser 3,19. Efežanom 3:19. In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. V Jezusu prebiva vsa polnota telesno Und ihr habt diese Fülle in ihm. in vi v njem imate to polnoto. Kolosser 9, Vers 10. Kološanom 9:10. Wir wollen Menschen zu Jesus führen, Želimo voditi ljudi k Jezusu, weil er uns wirkliche Freiheit schenkt. zato ker nam on podarja resnično svobodo. Johannes 8, Vers 36 Janez sagt, 8:36 piše: wenn der Sohn Gottes euch frei macht, Če vas sin osvobodi, Božji werdet sin, ihr wirklich frei sein. boste resnično svobodni. Jesus macht frei von Schuld. Jezus osvobaja od krivde. Keiner kann uns frei machen von der Schuld unseres Lebens, außer Jesus. Nihče nas ne more osvoboditi od krivde v našem življenju razen Jezusa. Durch ihn können wir ohne Schuld durchs Leben gehen. Po njem lahko gremo brez krivde skozi življenje. Er befreit uns von der Tyrannei unseres Ichs, On nas osvobaja od tiranije našega jaza, von der Verdorbenheit unseres alten od Wesens. pokvarjenosti našega starega bitja, Ärger, Neid, Zorn, jeze, zavisti, gneva, Stolz, Minderwertigkeitskomplex, ponosa, kompleksov manj vrednosti, Unzufriedenheit, Misstrauen, nezadovoljstva, nezaupanja, Engherzigkeit. ozkosrčnosti. Er befreit uns von Suchtbindung. On nas osvobaja od odvisnosti. Vor 1,5 Jahren habe ich euch ausführlich Pred- erzählt, Letom in pol sem vam podrobno povedal, wie wir durch Beten und Verheißungen kako smo z molitvami in z obljubami mit einem Gebet frei werden können von Tabak, von se lahko Alkohol. z eno molitvijo pravzaprav osvobodimo od tobaka, alkohola. Gott macht uns frei Bog nas osvobaja von okkulten Belastungen. od okultnih obremenitev. Wenn wir unwissentlich auf des Teufels Gebiet, auf den Bereich des Aberglaubens Ko se nezavedno znajdemo na področju praznoverja in hudičevem področju, hinsichtlich der Befreiung von unserem alten Wesen, glede osvoboditve našega starega bitja, denke ich auch wieder an 2. Korinther 4, Vers 16. spet pomislim na 2. Korinčanom 4:16. Der innere Mensch wird erneuert von Tag zu Tag. Notranji človek se osvobaja vsak dan, iz dneva v dan. Und deswegen sagt Paulus von seinem eigenen Leben, In zato Pavel pravi glede svojega lastnega življenja: ich sterbe täglich. Vsak dan umiram. Und Martin Luther soll gesagt haben, Naj bi Martin Luther rekel: ich habe den alten Adam ersäuft, sem potopil starega Adama, aber oh weh, der Kerl kann schwimmen. ampak čuvajte se, ta mango, kako bi rekli, zna plavati. Lump, ja, 10 lumpov, Kerl. Ta lump zna plavati. In dieser engen Bindung an Jesus werden wir V befreit tej ozki povezavi z Jezusom smo osvobojeni von der Macht der Sünde. od moči greha. Alle wissen um die Worte von Paulus in Römer 7. Vsi poznajo
Pavlove besede iz Rimljanom 7. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Dobro, kar hočem, ne počnem. Aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Slabo, kar nočem, pa to počnem. Wir vergessen aber, dass in diesem Kapitel der Apostel Paulus sagt, Vendar pozabimo, da v tem poglavju apostol pravi, ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. da sem meseno prodan pod greh, Aber er ist ja nicht dort geblieben. vendar tam ni ostal. Was sagt er direkt im Anschluss daran? Kaj pravi v In nadaljevanju? In Römer Kapitel 8, V Rimljanom 8, wir lesen Vers 1 und 2. prva in druga vrstica. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Nur eine kleine Bemerkung. Majhna opomba. In der Bibel wird 170 Mal davon gesprochen, V Svetem pismu se 170krat govori in Christus zu sein, biti v Kristusu, in ihm zu sein, v njem biti, in dem Geliebten. v ljubljenem. Das ist der Stand, den wir brauchen. To je stališče, ki ga potrebujemo. Und warum gibt es keine Verdammnis, wenn wir in Christus sind? Vers Zakaj ni nobene obsodbe, če smo v Kristusu? 2. Druga vrstica. Denn das Gesetz des Geistes, Kaj ti postava duha, der da lebendig macht in Christus Jesus, ki oživlja v Kristusu Jezusu, te hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des tam Todes. govori v prvi osebi, me je osvobodila postave greha in smrti. Tu piše, te je obsodila greh. Was ist das Gesetz des Geistes, das mich frei gemacht hat? Kaj je postava duha, ki me je osvobodila? Unser Bibelkommentar sagt, Naš svetopisenski komentar pravi, das Gesetz des Geistes des Lebens postava duha življenja ist die lebensspendende Kraft des Heiligen Geistes, je moč svetega duha, ki daje življenje, der als ein Gesetz im Leben herrscht. ki kot postava ali zakonitost vlada v življenju. Der Geist bringt Leben und Freiheit Duh prinaša življenje in svobodo im Gegensatz zum Gesetz der v Sünde, nasprotju s postavo greha, das nur den Tod und die Verurteilung hervorbringt. ki prinaša samo smrt in obsodbo. Ein ganz wichtiges Kapitel. Zelo pomembno poglavje. In Christus sind wir frei von der Macht der Sünde. V Kristusu smo svobodni od moči greha. Das meint nicht, dass wir sündlos sind. To ne pomeni, da smo brez greha. Es meint, dass wir nicht mehr bewusst sündigen müssen, To pomeni, da ne moramo več zavestno grešiti es auch nicht mehr wollen, in da tega si ne želimo več. aber Gott macht uns nie zu seinen Sklaven. Wir bleiben immer freie Vendar Leute. Bog nas nikoli ne bo naredil za svoje sužnje. Še vedno smo svobodni. Wenn wir wollen, können wir sündigen. Če hočemo, lahko grešimo. Und es kann passieren durch übereilt werden, Lahko se zgodi, da smo na nek način premagani oziroma es kann passieren, prelisičeni. indem wir unsere Beziehung zu Jesus mal vernachlässigt haben. Lahko da recimo naš odnos z Jezusom pustimo. Es kann passieren, indem Lahko wir se- mal töricht waren. Lahko se zgodi, da smo bili neumni. Deswegen sagt der Apostel Johannes in Zato- 1. Johannes 2, Vers 1, Nam pravi apostol Janez v kapitel 1. Johannes 2, 1. Janez 2.1. solches schreibe ich euch, To vam pišem, damit ihr nicht sündigt. da ne bi grešili.
Das ist Gottes Ziel für uns. To je Božji cilj za nas. Und ob jemand sündigt, In če nekdo greši, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. imamo zagovornika pri očetu. Und 1. Johannes 5, Vers 18, 1. Janez 5,18, der sagt klar in den deutschen Übersetzungen, wie das im Slowenischen ist, weiß v ich nicht. nemškem prevodu jasno pravi, ne vem kako je v slovenščini, Wer von Gott geboren ist, kdor je rojen iz Boga, wer also in diesem neuen Leben mit Christus ist, ko živi novo življenje s Kristusom, je v tem novem življenju s Kristusom, der sündigt nicht. ne greši. Das meint nicht absolut, sondern er will nicht bewusst sündigen. To ne pomeni absolutno, da ne, ampak on si ne želi. Und dann fährt der Text fort, In se na to nadaljuje besedilo, sondern ampak wer von Gott geboren ist, ga iz Boga rojeni den bewahrt er. varuje Und der Arge wird ihn nicht antasten. in hudič se ga ne dotakne. Dasselbe. Ja. Genau dasselbe. Danke. Wer also von Gott geboren ist, wird diese innige Beziehung Kdor je mit rojen iz Christus haben, Boga, ima to notranje razmerje s Kristusom, der will nicht sündigen. ta ne bo grešil. Und die Macht der Sünde ist von ihm genommen. In moč greha je od njega odvzeta. Gott bewahrt ihn. Bog ga varuje. Und der Arge, der Böse, hat keinen Zugang zu ihm. In hudič se ga ne dotakne, nima pristopa. Da gibt es eine Ausnahme. Obstaja izjema. Denken wir an Hiob. Pomislimo na Joba. Gott hat es zugelassen. Bog je dovolil. Satan sagte zu Gott, ich weiß, dass du sein Haus behütest. Satan je rekel Bogu, jaz vem, da ti svojo hišo čuvaš. Ich erzähle euch eine Erfahrung, die ich vor 14 Tagen mitgeteilt bekommen habe. Povedal vam bom izkušnjo, ki sem jo imel pred 14 dnevi. Einer unserer leitenden Brüder in Ostafrika, Eden od naših vodilnih bratov v vzhodni Afriki, der vorbildlich über 4-5 Jahre den ganzen Verband im Leben des Heiligen Geistes aufgebaut hat, ki je tam eno unijo primerno zgradil v po zgledu svetega duha, wurde verleumdet, je bil verleumdet. Man hat Unwahrheiten Aha, verbreitet. so o njem govorili neresnice, torej je bil obrekovan Und kam ins Gefängnis. in je prišel v zapor. Im Gefängnis führte eine Evangelisation durch. V zaporu je izpeljal evangelizacijo. 47 Gefangene wurden getauft. 47 zapornikov je bilo krščenih. Und als entlassen wurde, In ko je bil odpuščen, waren weitere 35 in der Taufklasse. jih je še 35 bilo v pripravi na krst. Gott hat es zugelassen. Bog je dovolil. Hat mir geschrieben, warum mir nicht geantwortet hatte auf meine E-Mails. Pisal mi je potem, zakaj mi ni mogel odgovarjati na moja elektronska sporočila. Ich habe ihm dann zurückgeschrieben, Na to sem mu nazaj pisal. ich wünsche ihm, was Gott am Schluss dem Hiob gesagt hat. Želim mu tisto, kar je Bog na koncu rekel Jobu. Als Hiob bat für seine Freunde, Ko je Job molil za svoje prijatelje, wendete Gott sein Geschick. obrni Gospod svojo usodo Und der Herr gab ihm das Doppelte. in Gospod mu je dal dvojno. Wenn Gott diese Ausnahme über uns zulässt, Če Bog izjemoma nekaj dovoli na nas, dann steht sie immer unter 2 Verheißungen. potem to stoji pod dvema obljubama. Erstens Römer 8, Vers 28, Prvič Rimljanom 8:22, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. tam piše, da tistim, ki Boga ljubijo, vse služi dobro, na dobro. Und zweitens, In drugič,
Nummer 10, 2. Korinther 10, Vers 13, drugo pismo Korinčanom 10:13, dass keine Versuchung über unser Vermögen geht. da nobena skušnjava ne bo šla čez naše moči. Ja, ein wichtiges Kapitel. Gott macht uns frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Pomembno poglavje. Bog nas osvobaja od postave smrti Moment, ich muss jetzt gerade gucken. in greha, smrti in greha. Wir wollen Menschen zu Jesus führen, Želimo voditi ljudi k Jezusu, weil die Liebe Gottes uns dazu bewegt. ker nas na to priganja Božja ljubezen. Ich habe mindestens ein Dutzend E-Mails bekommen, Najmanj 12 elektronskih sporočil sem prejel, wo Geschwister schreiben, die jetzt im Heiligen Geist leben, dass es sie dazu drängt, v katerih Mitmenschen von mi Jesus zu sestre in sein. bratje pišejo, ki so spremenili svoje življenje, da čutijo neko prisilo, da bi druge ljudi vodili k Jezusu. Mit dem Heiligen Geist empfangen wir die Liebe Gottes. Z Svetim Duhom prejemamo Božjo ljubezen. Und dann bewegt es uns, unseren Mitmenschen diesen wunderbaren Weg Gottes zu zeigen. In ta nas priganja, da to čudovito ljubezen pokažemo našim bližnjim. In 2. Korinther 5, V drugem pismu Korinčanom 5, Verse 11, 14 und 15 steht, 14 in 15, 11, 14, 15, 5, 14, 15. weil wir also die Furcht vor dem Herrn kennen, suchen wir Menschen zu gewinnen. Ker torej poznamo, kaj je strah Gospodov, skušamo ljudi prepričevati. Denn die Liebe Christi drängt uns. Ker nas Božja, Kristusova ljubezen priganja. Der Stiska, tukaj piše, ker nas Der Kristusova Heilige Geist wird uns aus zwei Gründen gegeben. Sveti Duh nam je dan zaradi dveh razlogov. Erstens zu unserem eigenen Heil und Segen, zu unserer charakterlichen Veränderung, Najprej za naše lastno zveličanje in za spremembo našega značaja. zu diesem neuen Leben in Christus. Za to novo življenje v Kristusu Und zweitens, damit wir dieses neue Leben in drugič, da to novo življenje weitergeben können. lahko delimo naprej. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen Prejeli boste Svetega Duha und durch seine Kraft meine Zeugen sein. in po njegovi moči boste moje priče. Und dafür schenkt Gott uns geistliche Gaben. Zato nam Bog podaruje duhovne darove. Wir wollen Menschen zu Jesus führen, Želimo ljudi voditi k Jezusu, damit sie nicht im Gericht Gottes verurteilt werden. da ne bi bili obsojeni na Božji sodbi. Bei bestimmten Anlässen Pri določenih prilikah, priložnostih ist es notwendig, diese Alternative den Menschen zu zeigen. je potrebno pokazati to alternativo ljudem. Menschen würden uns eines Tages sagen, du wusstest das und hast mir nichts davon gesagt. Kaj ti ljudje nam bodo nekega dne rekli, ti si to vedel, pa nam nisi tega rekel. Wenn wir in Christus sind, brauchen wir keine Angst vor dem Gericht haben. Če smo v Kristusu, pa se nam ni treba bati sodbe. Und wir wollen unseren Mitmenschen helfen, In dass sie die želimo Alternative wissen, našim soljudem pokazati, da poznamo to alternativo, damit sie eine gute Entscheidung treffen können. da lahko sprejmejo dobro odločitev. Und wir wollen Menschen zu Jesus führen, Želimo ljudi voditi k Jezusu, weil das Bezeugen Jesu auch für uns selbst eine große Hilfe ist. zato ker je pričanje o Jezusu tudi nam samim na pomoč. Durch das Bezeugen Jesu wachsen wir im Glauben. S Wir pričanjem o werden stärker. Jezusu rastemo v veri in postajamo močnejši. Und Gott hat auch den Erlösungsplan
und diese Arbeit für ihn Bog nam je tudi načrt odrešitve in delo zanj unter das Gesetz von Ursache und Wirkung gestellt. postavil pod zakonitost vzroka in posledice. Und ich wiederhole, was ich heute schon gesagt habe. Še enkrat bom ponovil to, kar sem danes že rekel. Gott hat einen genialen Gedanken gehabt, als er uns dienen, geben, helfen aufgetragen hat. Bog je nam ponudil genialno pomoč, misel v tem, ko je rekel, da pravzaprav služiti njemu pomeni pomagati drugim. Die Hauptfolgen sind: Glavne posledice so: erstens, prvič, das Geben, Helfen, Lieben, dajanje, pomaganje, ljubiti. Dienen ist ein Weg, auf dem eine Heilung für meinen Egoismus In geschieht. služiti je pravzaprav ozdravitev našega egoizma. Zweitens, wir helfen anderen Menschen, wir sind zum Segen für sie. Drugič, mi pomagamo drugim ljudem, da pridejo do blagoslova. Und drittens, Tretjič, es kommt Segen in unser eigenes Leben zurück. blagoslovi se bodo tudi nam nazaj povrnili. Jesus hat gesagt, gebt, so wird euch Jezus gegeben pravi, werden. dajajte in vam boste prejeli. Ein gefüllt, gerüttelt und geschüttelt Maß. Polno in nabito mero. Die Ernte ist normalerweise immer größer wie die Aussaat. Žetev je normalno vedno večja od same setve. Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Kdor skopo seje, bo tudi skopo žel. Wer sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Kdor seje z blagoslovom, bo tudi z blagoslovom žel. Wir sollen anderen von Jesus sagen, Naj bi tudi drugim govorili o Jezusu, weil das Bezeugen Jesu uns zu Botschaftern Gottes macht. ker nas pričevanje o Jezusu naredi za Božje poslance. 2. Korinther 5,20 sagt, so 2. sind Korinčanom 5, 25. 5:25, upam, da je tako. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Tako smo poslani na mesto Kristusa. 5:20, za voljo Kristusa smo torej poslani. Jeder Botschafter betrachtet es als eine große Ehre, sein Land vertreten zu können. Vsak poslanec ima za veliko čast, da predstavlja svojo deželo. Es gibt Leute, die bezahlen große Summen, damit sie diesen Auftrag erhalten. Obstajajo ljudje, ki plačajo velike zneske, samo da bi dobili to nalogo. Dass sie Konsul von Haiti oder sonst wo Da bi werden. bili nekje recimo konzuli Haitija ali ne vem česa. Wir dürfen Botschafter des Königs aller Könige sein. Mi smo lahko poslanci, veleposlanci kralja vseh kraljev. Wir wollen Menschen zu Jesus führen, Želimo voditi ljudi k Jezusu, weil Jesus uns dazu den Auftrag gegeben hat. ker nas je na to pooblastil Jezus. Denken wir an sein Wort Matthäus 28, 18 bis 20. Pomislimo na njegove besede v Mateju 28, 18 do 20. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Moment. Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji, verjetno. Takole, 18, ta vrstica, 28, 8. Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha. und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. In učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Der Kern des Auftrages ist, machet zu Jüngern. Jedro te naloge je naredite učence.
Gott schenke uns, dass wir den Weg mit ihm von Herzen gehen, damit er uns als seine Botschafter gebrauchen kann. Bog naj nam pomaga, da iz srca pojdemo v svet, ker nas on želi narediti za svoje poslance. Und wie wir von Jesus reden können, Kako lahko govorimo o Jezusu? ich denke, da habt ihr auch gute Unterlagen in der slowenischen Gemeinde. O tem sigurno imate tudi dobra besedila v slovenski cerkvi. Wir haben in Deutschland und ich denke in fast allen Ländern der Welt gute Unterlagen. V Nemčiji in kakor tudi druge v drugih državah sveta imamo dobre pogoje in pač materijale za to. Es ist wunderbar, ein Zeuge Jesus sein zu dürfen. Čudovito je biti priča za Jezusa. Gott schenke uns allen diese Erlebnisse. Bog naj nam vsem podari te izkušnje. Amen. Amen. Ich darf zum Gebet einladen. Unser Vater im Himmel, Naš Oče, ki si v nebesih, hab herzlichen Dank, dass jeder, der gerettet ist, naj ti bo prisrčna hvala, da bo vsak, ki je odrešen, von deinem Geist bewegt wird, auch anderen die Rettung weiterzugeben. bo s tvojim duhom spodbujen, da tudi druge pripelje k odrešitvi. Wir bitten dich, leite uns darin, Prosimo te, vodi nas v tem, dass wir den Menschen den Weg in rechter Weise zeigen können. da bi ljudem pokazali pot na pravi način. Erfülle uns selbst mit deiner Gottesliebe, Tudi nas izpolni s tvojo Božjo ljubeznijo, sodass das Wort auch für uns gilt. da bi beseda tudi za nas bila pomembna Die Liebe Gottes dringet uns also. in da bi pomenila, ljubezen Božja nas preganja, torej Habe Dank, Vater, dass du uns selbst den Weg gezeigt hast hvala ti, Oče, da si ti sam pokazal pot und dass wir Botschafter sein dürfen an deiner Stadt. in da smo na tvojem mestu poslani. Vater, wir bitten dich herzlich, sei mit uns, wenn wir nun zum Abendessen gehen. Oče, bodi z nami, ko bomo šli k večerji. Habe Dank, dass wir reich und gut versorgt werden Naj ti bo hvala, da smo bogato in dobro preskrbljeni. und segne den noch vor uns befindlichen Ausklang des Sabbats. In blagoslovi tudi iztek sobotnega dne, ki je še pred nami. Amen. Amen.